Papierkorb. Du nicht alles antöten. Das ist ein Papierkorb. Nein, sicher nicht. Der ist vielleicht runtergefallen, weil du abgehockt bist. Lass mich jetzt arbeiten, ich muss den Artikel fertig Ja, schreiben. aber was kann ich denn anschauen? Nicht alles antöpeln. Schau hier, Murmi, du lesest das Büchlein, ja. Das heisst «Unser Brot». Ich muss einen Artikel schreiben über das Brotbacken. Aber nicht kaputt machen, gell? Ich brauche es noch. Der Weg vom Korn zum Brot. Aha. Oh. Ja, so. Aha. Zuerst wächst das Korn und dann kommt der Mähdrescher. Und dann... Hä? Aha. Und dann gibt es eine Mühle. Aha. Dann gibt es Mehl aus dem Korn. Ja, wie geht es dann weiter? Ja, dann gibt es Brot aus dem Mehl. Also, wie funktioniert das genau? Moment, was? Ja, da steht, da ist zuerst das Korn und dann kommt der Mähdrescher und dann wird es gemahlen, also gemüllt zu Mehl und dann gibt es Brot. Genau. Stimmt das? Das ist richtig, ja. Ja, aber Also der Bäck backt aus dem Mehl das Brot. oh, ich würde das also Champar gerne mal sehen. So. Kennst du keinen Bäck? Ja, ich kenne verschiedene, zum Beispiel Was, der Rudi. verschiedene? Der Rudi? Ja, weißt du was, du könntest mir mal anrufen und sagen, wir kommen mal schauen. Also gut, ich muss ja den Artikel schreiben über das Brotbacken, aber ich weiß Was nicht, ob kommt der jetzt jetzt Zeit an? hat. Ja, Moment. Sag mal. Und fragen, ob Ist jetzt ruhig? Ja. Nussgipfel möchte ich denn gerne. Ja, der macht er ganz sicher auch. Ja, das ist bekannt. Hallo? Hallo, das ist der Gerius Gunder. Guten Morgen. Ja, hoi Rudi. Lass, ich bin hier gerade an einem Artikel schreiben über das Brotbacken. Ja, und über Berliner und so. Ja, und über Süßigkeiten. Und der Murmi, da, mein Freund, der hat sich ganz fest interessiert, ob er mal könnte sehen, wie aus dem Mehl dann wirklich das Brot wird. Mal, das könnt ihr gerne mal schauen. Ihr könnt gleich zur Nacht kommen, die nächste Nacht. Am 4. Okay. Wir sind dann dort. Danke vielmals, Rudi. Bis bald. Tschüss. Ja, was? Hat er gesagt? Ja. Ja, Am 4. Am 4. Gut, sehr gut, am 4. Morgen am Nachmittag am 4. Nein, morgen am 4. Ja, was, am Morgen? Am Morgen am 4, wenn Füchse Aber und dann ist es ja Hasen- noch dunkel. Ja, sicher. Ja, meinst du, wie kommt das Brot frisch zum Laden, zum Bäcker? Aha. Das muss am Morgen in der Nacht gemacht werden Ja, und dann gut. sind sie schön weich. Ja gut, dann gehen wir halt dann am Morgen am 4. So. Ei. Oh, bin ich so faul, Geri, du. Ja, ich Es weiss. ist dunkel. Ja, hast es du ist gesehen? mitten in der Nacht, es ist erst 4 Uhr am Morgen. Oh. Aber du wolltest wissen, wie es zum Brot kommt. Also, Und wenn wir... Brot muss man halt am Morgen backen, sonst ist es nicht frisch. Komm, geh voraus. Schau, da einen ist er ja schon, der Rudi. Komm. Guten Morgen, Rudi. Hoi. Guten Der Morgen. Murmi. Grüezi, Los, Herr Bäckermeister. wir sind hier schon am Morgen früh gekommen, weil wir haben es ja am Telefon gesagt, wir würden gerne mitverfolgen, wie aus dem Mehl das Brot wird. Ja, Was gibt das für herzige Brötchen da? das sind Herdöpfelbrot. Herdöpfelbrot? Ah, Hat Herdöpfelstock drin. Nein. oh. Ja, die sind Okay. sicher fein. Ja, die müssen wir zuerst Zuerst noch machen. backen, hä? Ja. Aha. Ja, die sind zusammen, werden das backen. Ja. Nach dem Backen, dann muss es auseinanderlegen und einzeln verlaufen. Aha. Ah, da gibt dann so einen schönen Anheul dort. Ja, das stimmt auch. Mit dem feinen Geschmack dazwischen. Ja, das ist gut. Ja, Aber am Anfang musst du ja zuerst den Teig machen, oder? genau. Ja. Und Können wir den da auch zuschauen? könnt ihr auch zuschauen. Wenn der Teig gemacht ist, mal nach einer Stunde aufgehen. Ha, gern, oder? Ja. Ja. Dass einen guten Geschmack gibt im Brot. Und das luftiges Brot. Luftiges Brot, genau. Könnt ihr nachher zuschauen? Ja, Wenn gern. der Teig macht. Ja. Ich mache da noch fertig und ihr könnt dann schauen, dort, die Maschine Dort läuft. zu dieser Maschine durch. Genau, ja. Was sind eigentlich Nussgipfel da? Sind wir nur ab Nussgipfel als Süße, die sehen wir sicher auch noch. Aber noch nie jetzt. Ah, da ist die Knetmaschine. Aha. Und gell, das mit diesen Nussgipfeln ist versprochen.
Ja, das ist ganz sicher versprochen. Da gibt es auch Schnecken und alles mögliche Gute. Ah, Oh, schau. Schokibrötchen. Schokibrötchen auch. Schau, jetzt ist der Rudi fertig. Ah, ja, jetzt kommt er. Rudi, Ja, dann machen wir jetzt einen Weckli-Teig. weg. Da jetzt, ja, Ah, Right. Weckli-Teig. Weissmehl, Butter, Aha. Hefe, Salz drin. Und Wasser. Wasser kommt auch drin, genau, sonst gibt es keinen Teig. Das ist Ja. richtig, ja. Der Teig wird gut geknetet, dass er schön elastisch wird. Wie lang? Insgesamt 13 Minuten. 13. Kommt das auf Minuten drauf an? Ist ja so, wenn der Teig zu wenig geknetet ist, dann wird das Gebäck zu wenig luftig. Aha. Und wenn es zu lang geknetet wird, dann wird es wieder flach. Ja, Ah, so. da hat man genau Und ausgerechnet für flache weg. Weckli, das wäre ja auch schön. Jetzt so. Und für normales Brot, wie lange geht es dort etwa? So Rauchbrot? Es hat ein bisschen weniger lang. Etwa 11 10 Minuten. Minuten, 10 11 Minuten, ja. Ah, Dann könnte man eigentlich auch Schokiweckli machen. Kann man auch machen. er ja. ist ein ganz Ja, süßer, Schoki. weißt du? Ja, ja. Wir Ja, können darf noch ich schauen. jetzt da mal ein bisschen kneten? Ja, Also, darfst du. soll ich drücken? Nein, Wo? ich drücke. Ja, ich will jetzt drücken. Nein, sicher Also nicht. gut, ich darf. du. Also, Wo muss man? Der grüne Knopf. Der grüne. ja, siehst du, das habe ich schon gewusst. Und zack. Oh. Das ist australisches Buschbrot. Da hat vom australischen Busch Samen drin. Hat einen feinen Geschmack. Ist Also die lange da? ja, die lange da. Ein knuspriges Brot. Buschbrot, hast du gehört? Australisch. Ja, die doch dort, wo Känguru hat. Genau. Genau dort, wo Känguru Essen rumgeht. den Känguru echt auch das Buschbrot? Ja, wer Ich weiß. glaube schon. Ja. Und da die Runde Das ist Hanfbrot. Hanfbrot. Machst du so viele Spezialitäten? Wir machen etwa 18 Spezialbrot 18 verschiedene Brote. jeden Tag. Ja. Plus noch das normale St. Galler Brot und das lange Brot. Da könntest du eigentlich jeden Tag im Monat ein anderes Brot essen. Könnte man fast, ja. Und das schmeckt fein da drin. Hast du das auch schon gemerkt? Oh ja, das macht einem richtig Hunger, gell? Los, wieso tust du die jetzt auf die Schublade? Ja, Gut. die Schublade, das ist ein Tuch, das auf einem Gestell oben ist. Und wenn wir mit dem Gestell in den Ofen reingehen, dann hat es eine Rille zum Einhängen. Und dann, wenn wir das Gestell rausziehen, dann ist das Brot im Ofen. Aha, kommt jetzt das direkt in den Ofen? Jetzt geht es erst noch auf. Geht etwa 20 Minuten. Gut, Bis das es Gären aufgegangen hier ist. im Gestell. Ja, genau. Dass es luftig wird. Und wenn es aufgegangen ist, dann schneiden wir. Da beim australischen Buschbrot gibt es 6 Schnittchen drin. Wieso Da macht zwei. man es nicht? Zum Teil, dass man das speziell ausgeht und zum Teil, dass es schön gleichmäßig aufgeht. Aha. Ja, so. Für Aha. beides. Ja, da Ja, muss Sven. man also sehr viel wissen, bis man da kann so feines Brot machen, Herr Bäckermeister. Ja, das muss man auch lernen. Ja, Tust du die rein da? ja die müssen jetzt erst aufgehen, aber wir haben jetzt ein bisschen anders zum in den Ofen zu tun. Gut. Komm, Mami, wir machen da schnell Platz, dass wir zuschauen können, wie Robina Kipper in den Ofen tut. Aha. So. Ja, Einfach prima, ja. aufeinander rein. Genau, das ist vernünftig. Ja, ja, wunderbar. Das ist da lassen. Ja. So, jetzt da vorne ist der Ofen. Aha. Jetzt kommt Robina, da rein. Und das sollte Gipfel sein. Die sehen aber noch komisch aus. Kipper als Teig. Ja, klar, Jetzt backen natürlich. sie in Das habe ich fein noch und nie knusprig. gesehen. Und gell, die sind immer auf die gleiche Seite gebogen. Gipfel. Ja, was jetzt? Also, Die kannst du nicht drehen, die sehen nicht gleich aus. ja. Die Kipferli sind jetzt 12 Minuten im Ofen. Können nach einem Programm backen. Der Ofen gibt automatisch den Dämpfer. Und wenn es Zeit ist, tut er läuten, dann kann man es zum Ofen rausnehmen. Aha. Das ganze Wägeli mal rausnehmen. Ah, da muss man nicht dran denken. Er tut einem heben, Genau. jetzt sind die Gipfel Ja. fertig. Das stimmt. Du hörst es dann, tut den ganz laut pfeifen. Dass ihr nicht Dann- einschlafen Genau. könnt. Ja. So. Und jetzt kommt der Wagen. Ja, und jetzt schneiden wir das Brot schneiden. Kannst du zuschauen. In dieser Zeit macht Robina Platz im Ofen. Das Backen rausnehmen. Das ist jetzt das australische Buschbrot. 6 Schnittchen. 2 vorne, 2 in der Mitte, 2 hinten. Jetzt kommt das Herdöpfelbrot. 1 Schnitt. Und das Hanfbrot. Das sieht aus wie ein Hanfblatt. So. Jetzt können wir zuschauen, wenn wir das Brot in den Ofen tun. Auf diesen Stellen.
wir das Ofentürchen auf. Robina schieben, Richtung Ziel. So, jetzt können wir den Teig flach drücken. Der kommt auf die rote Platte da. Was sind das Fitnessbrötchen, dass da so viel Körnchen drin Ja, haben? das ist ein Maisbrötchen, da hat noch Sonnenblumenkerne drin. Oi. Ganz feins. Rezent. Aus denen machen wir vor allem Sandwich. So, jetzt haben wir es schön flach und jetzt kommt die Platte in die Maschine. Die Maschine tut jetzt, wenn ich hier die grünen Knöpfe drücke, tut die nachher pressen und nachher automatisch schleifen. Und dann haben wir 30 Brötchen auf dieser Platte. Ah ja. So, Das gibt mir so gut. jetzt geht's los. Kannst du schauen, Mann. Tschüss. Ja. So. Schau jetzt. Ja, schau mal. So. Lach, das ist dann aber schnell Brötchen, alle schön rund. He? Super. Das ist eine Kochbutterplatte. Das ist Butter, die speziell ist zum Backen. Das ist so dünn, dass man nachher mit der Maschine ausrollen für Gipfeli. Und jetzt kommt 1,5 Kilo kommt jetzt in den Gipfelteig rein. So. Was für ein Gipfelteig? Buttergipfelteig. Ach, Gipfelteig. Ja. Gibt's jetzt. Aha. Ein Teil vom Butter kommt direkt in den Teig und einen Teil tun wir nachher mit der Maschine triturieren. Kannst du nachher zuschauen, wie das passiert. Aha. Ja, tun wir rein. So. Voilà, das Wasser ist schon drin. Jetzt kommt das Mehl drin. So, da ist vom Silo kommt das Mehl in den Trichter, wird abgewogen. Und jetzt kommt es da. Oh, das stimmt. So, Das ist das Mehl, das du im Buch gesehen hast, das aus der Mühle kommt. Ja. jetzt kommt Eier dazu. Aha. Die sind flüssig, aufgeschlagen. So. Voilà. Was noch? Jetzt kommt Hefe dazu. Aha, Hafer. Ja. Was ist denn Hafer? Hefe, dass das Gipfel schön aufgeht. Aha. Das sind ja Hefepilze, gell? Pilze sind kleine Lebewesen, ja, die sich entwickeln und ja, machen, dass es Kohlensäure gibt im Teig. Jetzt Also. kommt noch Salz dazu, Salz ist auch schon drin. So. Schnell. Oh, das stimmt. Die Hüfte muss ein bisschen weg tun, ja. So. Milchpulver hat es noch drin. So. Können wir wieder laufen lassen. So. Dann die Maschine wieder starten. So. Da haben wir den Teig wieder. Haben wir abgewogen, 4 Kilo Teig und 1 Kilo Butter. Den Teig tun wir jetzt ausrollen. Mami muss mit dem Schnäuzchen weg. Ja? Danke. Oh, jetzt. Kann ich bis auf 8 mm aber ausrollen. Malen? Ja, wir sagen rollen. Ah. Aber ist auch Auswahl, ist es gleich. So, und der Butter ist auch schon ausgewählt. 4 mm. So, die Und zwei das kleine. gibt Gipfeli. Also, ich komme auch noch nicht raus. So. Zuerst gibt es den Teig und nachher, wenn der Teig fertig ist, kommt er an die Kühle. So. Jetzt haben wir eine Schicht. Jetzt machen wir wieder eine. Teig, Butter, Teig, Butter. Und jetzt kommt wieder Teig. So. Schön einpacken, wie ein Päckchen fast. Ja. Jetzt wird der Teig wieder ausgewählt. Bis auf 8 mm wieder. So. Jetzt ist der Teig fertig, jetzt kommt er wieder an die Kühle. Und wenn er schön kühl ist, dann machen wir Gipfeli machen daraus. Ja, Dann wieder auswählen und dann Trügel schneiden. Und nachher die Trügel aufrollen zum Gipfeli. aha. Buttergipfeli. Genau, Buttergipfeli. So. Ja, Das sehr Geheimnis interessant. gelüftet, ne? So.
ihr habt mir doch noch versprochen, dass wir jetzt noch schauen, wie Nussgipfel gemacht werden oder so Süßigkeiten. Du bist ein Schleckmaul. Nein. Ja, wäre das möglich? Mal, das geht schon. Jetzt ist gerade Christine und die andere Konditorin, Sibyl, sind am feine Sachen machen. Gehen wir mal schauen, was es gibt. Da in der Konditorei. Ja. Christine und Sibyl? Schau, dort, wo das Licht brennt. Dort Dort ich hinten. gehe voraus. Ja. Kommst du uns holen? Ich komme dann später, gehe schnell liefern und komme später wieder zurück. Tschüss. Ciao. Sicher. Hoi. Hallo miteinander. Ich bin die Geri. Hoi, ich bin Christine. Das ist Sibyl. Hoi Sibyl. Was mache ich? Ja. Und du cremst nicht? Cremeschnitte, ja. Fein, fein. Ja, Cremeschnitte habe ich fürs Leben gern. Ja, dann können wir doch für dich noch eine spezielle machen. Ja, was? Ein Murmi-Cremeschnitt? Ja, wieso nicht? Also nur Wow. mit Cremeschnitte. Ja, nur für dich. Ja, gern. Was machst du jetzt da genau? Das ist Aprikottür, die brauchen wir nachher, damit der Fondant nicht abstirbt. Der was? Der Fondant nicht abstirbt. Was ist Und der dann ganz am Fondant? Schluss. Aha. Das ist die Glasur oben drauf. Aha. Das ist der Boden jetzt von der Das Creme. ist der Boden, ja. Hau. Wollen wir den fast über? Danke. So. Creme für Cremeschnitt. Ja. Christine, bist du kein Schleckmaul? Tust du da nicht etwa naschen zwischendurch? Ab und zu schon. Aber Lustet es dich nicht mehr so verrückt? nein, mit der Zeit habe ich es gesehen. Das sieht nicht gut aus. Du. Kann ich nicht den ganzen Tag nur Süßes essen. Ja, ich schon. So, jetzt müssen wir den obersten Boden extra umkehren. Aha. Wichtig. So. Und der Boden ist aus Blätterteig. Ja, Auf Französisch heisst so Cremeschnitte Millefeuille. Ja. 1000 Blätter, aber das sind jetzt nur 2. Ja? das ist wegen dem Blätterteig. Aha. Weil der Blätterteig so viele Blätter hat. Aha. Es gibt einen riesigen Cremeschnitt, der Murmi. Ja. Nur für dich. Nur für mich. Oh. So. Aha. Gibt's noch, was kommt jetzt da? Ein bisschen Leim drauf, oder was? Ja, so etwas Ähnliches. Konfileim. Ja, genau. Damit der Deckel hebt. Ah, jetzt kommt noch ein Deckel. Ja, weißt du, das feine, weisse, süße. Aha. Ah, das. Ja, so. So, schau mal mit, was du drauf lernen. Aha. Und überall verteilen. Ja, so wird das gemacht. Lasur sagt man dem. Fondant. Fondant. Achtung, Mami. So, draufgelegt. Mhm. Und jetzt? Schreiben wir dann etwas Schönes. Ah. Amornis. Und was schreibst du jetzt noch? Abenteuer. Ah! Hey, Gary, hast du gesehen, sie schreibt Murmis Abenteuer. Ja, ich habe es gesehen. Und weißt du was, dann laden wir heute alle unsere Freunde ein und dann gibt es ein riesiges Cremeschnittenfest. Ja, eine Cremeschnittenparty. Machen wir? Sehr schön ist das Wort. Ja, jetzt müssen wir da drauf. So. Oh, schön. Da hast du deine eigene Cremeschnitte. Oh, ja, danke vielmals. Bitte, gerne. Oh, Ganz schön, habt ihr das gemacht. Ah, Rudi. Super. Das ist ganz toll. Wunderbar. ja. Murmi selber gemacht. Ja, so Cremeschnitte. nicht ganz selber gemacht. Nein, die Christine. Er hat mir Sehr schön. geholfen. Ja, Ich
Können wir dir jetzt noch etwas helfen? Apropos helfen. Wenn etwas zu tun Ich ist. hätte noch Kisten zum Einladen. Okay. Zum Liefern. Selbstverständlich machen Weißt du, wir wenn wir das. da schon Der zu Mami macht Ja, zugepackt. gut, also. schwach sind. Ja, ganz auf Höhe. Oh. Ich noch. Birchermüsli. Wunderbar, wie das aussieht. Der Murmi. Das Bäckermeistersauto ist voller Biegen. Ja, mit Süßigkeiten, mit Sandwich. Und jetzt? Jetzt machen wir den Deckel zu und fahren ab, wenn ihr mitkommt. Ja, dürfen wir ausliefern. Sicher? Oh. Ja, so. Wird schon hell. Also. Sie steigen schon mal Ja, über. prima. Wer wohnt hoch im Berggebiet zwischen den Gletschern innen und hat eine schöne Höhle dort tief im Boden drin?